Das Duell zwischen Joey Wheeler und My Valentine geht in die nächste Runde. Hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Ja, ihr seht schon, wir sind hier immer noch schön in der Main Phase 1, nicht wahr? Ich überlege gerade, was ich da machen soll. Könnte mal einen Flammenmanipulator rufen, auch vielleicht um den Gegner zu triggern. Das wäre eine Option. Oder ich warte mal nach auf das nächste Monster. Oder ich setze direkt mal Fusion ein. Den Babydrachen natürlich hier mit dem Hexenzauber. Zeitzauber zu kombinieren. Oder ich gehe mal in die Battlephase und greife an. Das ist auch schön. So, was für ein Viech greife ich an? Harpie, mache das unbekannt. Ne, komm. Harpie muss weg. Harpie muss weg. Sie muss weg. Weg. Tschüss. So, nichts passiert. Sehr schön. Gehen wir in die Main Phase 2. Ja, Ende der Battlephase. Dankeschön, Spiel. Na, einmal hier ein Monster setzen. Natürlich auch verdeckten Verteidigungsmodus, weil das ist mit Setzen ja gemeint. Nein! Aua. Das war irgendwie im Anime ein bisschen epischer. Egal, ist auch schon lange her. Ja, Main-Phase läuft. Dankeschön, Zug ändern. Jo. Die Draw-Phase. Ja, die Standby-Phase. Dann kommt die Main-Phase 1. Oh mein Gott. Wenn diese Karte erfolgreich als Normalbeschwörung beschworen wurde, können keine Fangkarten aktiviert werden. Ja, du hast ja gerade geflippt. Das ist was anderes. Was sollte das? So, ja, komm. Kunai mit Kette. So, Auswahl 1, Auswahl 3. Machen wir beide Effekte, wa? Das ist geil. Warte mal. Verteidigungsposition. Okay, das müsste jetzt der erste Effekt sein, wa? Wobei es heißt eigentlich ausrüsten. Ich mache jetzt mal das hier. Okay. Oh mein Gott, das ist eine verdeckte Karte. Was soll man bloß tun, Freunde? Ernsthaft? Ja gut, dann mach ich es halt. Hier, komm. Es ist Zeit für eine Fusion. Ruf mal einen Flammenschwerkämpfer. Einfach nur, weil ich es noch nie gemacht habe, ganz ehrlich. Noch nie in meinem ganzen Leben einfach diese Fusion ausgeführt. Fusion! Ja! Ah ne, warte mal, das war ja Dragon Ball. So. Fusionsbeschwörung. Ja, stimmt, da ist jetzt das hier. Für Flammenschwerkämpfer, da ist jetzt neu, müssen wir aufpassen. Da ist ein neues Kampfsystem oder. Was heißt neu? Ist die Masterregel noch aus 2020 oder 19, glaube ich. Ne, 20, egal. Krass geil. Darf man voll hier oben beschworen, wa? Das sind ja, glaube ich, die Extra-Monster-Zonen, wa? Weil es irgendwie auch ganz creepy, dass man. Ich war das jetzt schon wieder. Ursprünglich, die wurden ja mit der Link-Beschwörung eingeführt. Und bei der Link-Beschwörung war es eigentlich so, dass man ursprünglich hieß sogar, du kannst sämtliche Monster, die aus dem Extra-Deck kommen, kannst du nur hier und hier hinsetzen. Also bei den beiden Feldern. Problem ist, es sind ja nicht nur deine Felder, es sind auch die vom Gegner. Also wenn du Pech hast, kannst du sogar nur ein Monster rufen oder gar kein Monster. Und das mit der Link-Beschwörung war dann so, diese Link-Monster haben so Pfeile drauf und je nachdem, wo die Pfeile hinzeigen, kannst du auf den Feldern wiederum auch Monster aus dem Extra-Deck rufen. Also eben weitere Link-Monster oder Synchro-Monster, Fusionsmonster und so weiter und so fort. Das haben sie mittlerweile ein bisschen geändert, dass sie gesagt haben, hey, für, ich glaube, Pendelmonster und Link-Monster gilt es immer noch, dass man die zuerst hier oben setzen muss. Aber alle anderen, wie eben Fusion, Synchron, Xyz, ja, XYZ, Xyz, die kannst du auch hier unten setzen. Plus eben hier oben. Was eigentlich nicht ganz so schlecht ist, ja? Das ist ungewohnt, hier oben anzugreifen. Wie gesagt, ihr kennt das nicht, das ist noch vor meiner Ära. Eigentlich. Habe ich mal davon gehört, aber das ist ja auch schon alles. Oh nee. Das hat sich ja gelohnt. Nö, komm. Das will ich nicht. Mano.
Das fand ich das so cool. Von einem Flammenschwertkämpfer gerufen und so. Und was passiert? Ja, natürlich. Gib's mir, komm. Also mit der Harping-König. Ja, ist klar. Ich ruf nach einem Zauberer der Zeit, ganz ehrlich. Aua, Mann. Oh, vielleicht kann ich ja sogar... Warte mal. Vielleicht sicher noch mal eine Fusionskarte. Komm schon, Herz der Karte, ich brauch dich. Mano, Herz der Karte, wo bist du hin? 2000 Punkte Schaden. Weil der Grabräuber schon cool wäre. Jetzt der Situation ein bisschen unpraktisch. Ja, toll, was soll das machen? Zauber der Zeit rufen, das könnte scheiße werden. Oder geh auf Nummer sicher. Ja, komm. So. Holen wir nachher mal ihre Wiedergeburt. Wobei ich den Grabräuber eigentlich im Anime ein bisschen geiler fand. Aber egal. Ist sowieso. Eigentlich ist es eine coole Karte, bis dass ich irgendwie so viele Punkte bezahlen muss. Ja, super! Zeichen der Hüste. Oh oh. Nein, jetzt ruft die Harpin-Schwester. Willst du mal verarschen? Kotz im Strahl, ganz ehrlich. So, Joe, jetzt brauche ich eine gute Karte. Aber erstmal gucken, was ich gezogen habe. Menschenskinder. So. Fusionseinberufen. Was ist denn das? Sag ein Fusionsmonster einem extra Deck vorfügen und anhand einzelnen Fusionsmaterial, das Name Auslage auf der Karte auf ein Deck oder Friedhof hinzu. Wieder als normal. Effekte. Ja gut, das Problem ist, Fusionsmonster kriege ich zwar hin, aber ich kriege die Fusion selbst nicht hin, ne? Also ich kann nicht fusionieren, ich kann einfach Monster rufen. Der eigentlich für Zauberkarten zum Friedhof. Also ganz kurz gucken. Die Monsterreanimation, ja gut, die Frage ist, was bringt mir das? Jetzt so ganz spontan. Ich meine, ja, ich könnte mir irgendwie auch ein Monster von ihr holen, nehmen es soll schon ein eigenes sein. Ich könnte theoretisch einen Zauber der Zeit rufen und hoffen, dass ich Glück habe. Auch wenn ich einen Flammenschwertkämpfer rufe, bringt mir nichts. Axträuber, nee, kriegt zu wenig Power davon. Der bringt mir auch nichts. Wenn ich die Fusion zurückbekäme. Kann natürlich mit dem Grabräuber nur ihren Friedhof plündern. Das ist ein bisschen das Problem. Hm? Jetzt eben die Frage. Warte mal, jetzt habe ich ihn da gerufen. Direkt aus dem Friedhof gewählt, ja, okay. Und halt leider die Fusion selbst habe ich nicht. Was? Aha, ich wollte sagen. Irgendwas Brauchbares habe ich eigentlich nicht, wa? Selbst keine Harping kann, das bringt das nichts. Nee, da bringt doch alles nichts. Komm, ich rufe einen Flammenschwertkämpfer. Aber nur weil die Animation cool aussieht.
diese Schmerzen. So. Ja, sicher doch. Alter, willst du mich verarschen? Was hat die für ein unverschämtes Glück, Leute? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, sorry, Joey, aber du hast ja auch ein scheiß Deck, ganz ehrlich. So. Unendliche Unbeständigkeit, ist das ein Cyberdrache? Hm. So. Dankeschön, ich spiele als Zweiter. Mann, Mann, Mann. Die Alte geht mir ein bisschen auf den Keks. Okay. Setz doch mal den Axttiger ein. Und hier kommt die Geierkraft. Ja, Mann, krass geil, wa? Axttiger, direkter Angriff. Sehr schön. Ja, dieser Tiger weiß, wie man seine Axt führt. Ernsthaft? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, Siggi. Ach, wie schön wäre es, wenn man ein eigenes Deck nutzen könnte, vor allem schon die Karten dafür hätte. Das wäre echt eine Situation, wo ich sagen würde, yo, das würde ich jetzt echt abfeiern. Joey, ich brauche einen schweren Sturm. Ernsthaft, du hast Landformen? Na, schön. War jetzt nur um das Deck auszudünnen. Wird so nichts bringen, ganz ehrlich, aber pff, besser ist nichts, so kaum. Ich hätte normalerweise schon 2 Monster draußen. Ich muss irgendwas machen, um zumindest ein Monster von hier loszuwerden. Das ist eigentlich irgendwie. Ist natürlich nichts Brauchbares. Ja, doch, Fluchzerstörung kann ich brauchen. Jetzt mal den hier verdeckt. Theoretisch, er kann nur einen Cybershield platt machen. Das ist eigentlich zu wenig, aber wer weiß, was Joey noch so alles im Deck hat. Super. Oh nö. Nee. Vergiss es. Autsch. Aua! Mann, Joey, dein Deck ist scheiße.
Sommerfallenkarte, ja. Das ist gerade ein bisschen das Problem, was ich habe. Theoretisch könnte ich Wiedergeburt einsetzen, um eine Harpie zu rufen. Weil die Jagd der Harpie momentan auch auf meinem Feld, also meiner Seite des Feldes aktiv ist, könnte ich zum Beispiel hier Cyber-Shield platt machen von ihr oder sogar die Jagd der Harpie selbst. Das würde gehen. Das wäre eine Option. Könnt wiederum dann nachher so Geierkraft nutzen, um den Axttiger noch zu rufen für ein bisschen mehr Power. Nur wird es nicht viel bringen. Weil selbst wenn ich gegen die Harpie und die Harpie ankäme, käme ich gegen die Harpienschwestern nicht an. Also egal was ich mache, bin ja wieder lost und sage dazu vielen Dank dafür. Joey, dass du so ein scheiß Deck hast. Joey, du bist scheiße. So, jetzt spiel mal ein bisschen richtig hier, alter Schwede. Von wegen Herz der Karten am Arsch. Das war vorhin bei Wheeler auch schon so. Warum haben die gegnerischen NPCs so geile Decks, also so geil in dem Zeitpunkt der Geschichte, wo die auch teambasiert alles soweit funktioniert und so, du siehst ja auch, sie harmonieren perfekt miteinander. Und bei uns NPCs so, nö. Die sind der komplette Verarsch, ganz ehrlich. Schön, ich habe Fusionseinberufung wieder, aber natürlich keine Fusionskarte. So ein Scheiß. Gut, eine Fusionskarte hätte ich theoretisch, aber nicht so viel Geierkräfte. Hallo? So, eine Reihe fürs Erste. Hey, wieso haben wir jetzt auch 4 Fusionskarten? Aha, ja. Habe mich gerade leicht gewundert. Der olle Vogelkopf. Mhm. Ah, ich sehe schon wieder richtig scheiße. Aber gut, theoretisch kann ich im nächsten Zug bereits mal 1000-jährigen Drachen rufen. Sag mal, kann es sein, dass die mit jedem Mal, wo ich gegen sie catche, irgendwie aggressiver wird? Kommt mir gerade ein bisschen so vor, oder? Oh, armer Joey. Wenn ich so ein schlechtes Deck hätte, würde mir wirklich ein bisschen leid tun. So, theoretisch können wir einen Flammenschwertkämpfer rufen, aber jetzt erst einmal rufen wir den Zauberer der Zeit. Tja, dann. Das ist einfach zu verlockend, das muss ich jetzt auch mal machen. Nein! You're fucking kidding me? Das ist nicht dein fucking Ernst. So, komm, einmal muss es mal klappen. Oh, leck mich doch. Was ist denn los? Tschüss. Ey. Hätte Joe jemals im Anime so ein verdammtes Pech gehabt, der wäre nicht mal über das Königreich der Duellanten hinausgekommen. Ey, das wäre so geil gewesen. Ich hätte so die geile Dinge gehabt noch im Hinterkopf. Aber hey, zweimal denke ich, ja komm, zumindest im zweiten Mal, die Chance ist eigentlich größer. Nee, für den Arsch. Oh, ganz ehrlich, ey. Überlegen wir sogar bei den Partybot hochladen. So, wir haben gar nichts geschafft. Was ist das für ein fucking Viech? Panzerechse.
So, komm. So Leute, Fusionsbeschwörung, sage ich dazu nur. Babydrachen Zauber der Zeit ergeben den 1000-jährigen Drachen. Gute Animation, krass. So, holen wir noch den Kampfochsen raus. Was eigentlich ja Kaibers Karte sein müsste, aber egal. So, Feierabend hier mit der Soße. Was für ein Scheiße. So, drücken wir ein bisschen auf die Tube hier. Axttiger! Tausendjähriger Drache, tausendjähriger Nasenlochsturm. Wie hieß die Attacke damals im Anime? So, sehr schön. Das ist auch sowas, war? Ist irgendwie. Ja, ist halt doof. Es hat hier irgendwie keine guten Karten. Das ist hier total scheiße. Was uns ja eigentlich jetzt egal sein kann, ne? Wir wollen uns einfach mal gewinnen, aber eben, das ist halt irgendwie auch kein spannendes Duell. Das ist leider einer der großen Unterschiede im Vergleich zum Anime, muss ich mal leider sagen. Halt die Duelle doch hier so eher auch meistens eher ein bisschen doof sind. Also doof sein können. So, komm, drücken noch ein bisschen auf die Tube hier. Jetzt kommt Spiegelkraft. Ne, offenbar einfach nichts Brauchbares hat sie. Ah, jetzt plötzlich. Tausendjähriger Drache! Nein, doch. Seht ihr, dann doch wiederum so schnell kannst du gehen. In 4 Minuten oder so plötzlich. Was? Wir können nur so gegen einen Amateur verlieren. Tja, ich sag nur Kartenglück, Kartenpech. Es lebe Yu-Gi-Oh! Was, wenn du jemals ein echter Champ werden willst? Oh, Joe, damit wäre ich ein bisschen vorsichtig. Mit der Aussage. Da wäre ich jetzt echt ein bisschen vorsichtig. Angriffe aus der Tiefe. Wieder mal ein Duell für Joey. Da haben wir jetzt gerade eine Frage. Ah, geht es ja darum, musst du das umgekehrte Duell noch machen? Damit wir, ich schätze mal, auch noch die anderen Karten bekommen würden. War in dem Fall halt die Karte von Joey hier oder von Yugi. Halt die Frage, wer mache das auch mal? Doch, müssen wir eigentlich schon machen, wa? Onscreen mal. Ich glaube, wir zocken erst einmal die Story soweit durch und dann würden wir vermutlich am Schluss dann nochmal die umgekehrten Duelle machen. Dann natürlich alles überspringen und so, hey, ist klar, weil wir kennen die Textpassagen, ja. Oh Mann, ey. Ein paar gibt's ja noch, hey. Natürlich die erste Staffel. Die erste Staffel, Quatsch. Die erste Serie. Ne, die erste Staffel nicht, da ist ja. Da geht sowieso wahnsinnig voran. Mal. Es geht bis. Marek, hä? Oh, das hier wird auch geil, ne? Wenn die Götterkarten drin sind, dann. Halleluja! Das wird sowieso cool. Hier haben wir. Jetzt sind wir in der Saga. Dann in der letzten Saga gibt es bloß noch ein Duell. Okay, gut. Das ist ein anderes Thema, Freunde. Ich sage, was? Serien 7,9% abgeschlossen, Kampagne 1,3. Aha, Kampagne ist insgesamt, okay. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, wir wieder bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Link Evolution.
dann vielleicht kommen wir ein bisschen schneller voran, weil wenn wir in dem Tempo hier weitermachen, dauert das Ganze noch Jahre, Freunde. Jahre. Und ich glaube, irgendwann sagen doch mal plötzlich, hey, come on, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil das dauert zu lange. Und mache einfach ein eigenes Deck und dann hauen wir einfach alle weg. Eventuell die andere Variante. Mal gucken, wa? Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.